Tales of Berseria geht in die nächste spannende Runde und heute werden wir vielleicht, vermutlich, was auch immer, auf Artorius treffen. Ja, jetzt wurde er wieder getroffen. Ja, der gleiche zwar wieder wie aus Cestiria. Nur hier offenbar er und Ace noch keine Freunde und hat irgendwie was mit Captain Eifrid, also sprich Captain von Ace zu tun. Ich fällt mir gar nicht mehr der richtige Name ein. Eifrid, oder? Captain Eifrid. Egal. Das Schiff ist zurück in der Expedition. Immerhin 2 Siege. Yeah, Rezept. Und gleich nochmal los. Und wir gehen natürlich auch los. Und zwar... Wohin wohl? The guards are on Malakim. They really do keep humans away from here. But why build a new temple out here? The Shepherd could build in the capital just as easily. This place. You feel it too? There's powerful energy flowing underground. Right. This is a focal point of the Earth Pulse, the natural energy of the land. The perfect spot to worship Inominat. Or to attack him. I thought I ordered no one to enter. Forgive me. I would not have intruded, but there was an incident at the villa in Logres. Eleanor, where are your Malakim? They were eaten by the left arm of a demon. Velvet. What? You know of her? She was a student of mine. So she has bested Oscar, Teresa, and now you. Lord Artorius, I ask that you grant me fresh Malakim. I vow to destroy that demon. You are overcome with emotion. Will you fight a demon with your hatred? Please, I beg you to forgive my foolishness. She broke the resolve of even an exemplary disciple like you. My lord, if I may, there is but one thing I must ask. Why is there a giant demon held captive at the villa? Entry to that place is forbidden to all but legates, Eleanor. It was restrained by a Moloch barrier. How could such a monstrous thing like that be held in the capital? Eleanor, why is it you think that birds fly? Huh? It's so they can hunt and catch prey, is it not? You are dismissed. That knowledge is not for you. So Velvet is coming. The ties that bind us must at last be severed. Alter, wie viele Malakim hat denn der Typ? Die Musik, ey. Übrigens, wieso ist er wieder weg? Da ist doch noch so eine krasse Barriere. Da sieht man doch so eine 4-Punkt-Barriere. Ach du Scheibenkleister. My fighter doesn't seem to be hiding anywhere nearby. I sensed him rush away with great speed. Zavid the Whirlwind, huh? He was tough. He seemed to know Eifrid too. What's the story there? I don't know. Ask him. He used a pendulum as a weapon. When we first met Eisen, he said something about a pendulum, didn't he? It was the only clue he had in his search for Eifrid. I'm surprised at how far he's come on something so vague. Does Zavid have something to do with Eifrid's disappearance? I don't think this Zavid is a killer. I didn't feel it in him at all. I have a feeling we might cross paths again.
He is tangled with the Abbey somehow. He didn't seem that bad to me. Yeah, he seems like a guy who would be hard to hate. Hate him or not, if he gets in our way, he's in for a beating. Now that's what a killer looks like. Ja, ungefähr. Zumindest interessant ist, er hat zwar ein Pendel bereits, aber, gut, Pendel generell irgendwie so eine Waffe von Wind Malakim, aber die Pistole noch nicht, wie wir sie ja aus Cestiria kennen. Dann irgendwie ein Verweis darauf gezogen wird. Okay, erstmal gucken hier, was ist hier genau los? Ich überlege gerade, die Musik hier irgendwie. Kann mich ja täuschen, Leute, aber erinnert ihr euch auch ein bisschen an die Melodie zu Beginn, also nicht zu Beginn, aber ungefähr der Mitte des Spiels von Cestiria, wo es darum ging, wo wir mit Soraya auf Schlachtfeld geeilt sind, um eine Königreiche voneinander abzuhalten, zu catchen. Doch ungefähr die gleiche Melodie, oder? Einfach ein Hinweis darauf, ja, wir sind in der Mitte des Spiels angelangt oder so, zumindest ungefähr. Okay, ist doch ziemlich groß hier, aber gut, was jetzt, ja, irgendwann macht es garantiert nicht durch, kann ich vergessen. Unterscheiden. Okay. Wie durchbreche ich die jetzt? Na gut, ist ein Malak, aber ein bisschen seltsamer. Ich fress dich! Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Ort zum Trainieren ist. Stop fooling around. But I'm serious about my fooling around. Jo, was für ein Team, wa? Ich komme ja auch wieder weg. Alter, irgendwie, weiß auch nicht, das ist irgendwie so seltsam. Wir spielen, also mehr oder weniger eigentlich die Böse oder der Catch nach gegen die Guten. Alter, oben ist noch eine stärkere Barriere, leg mich am Arsch. Und das halt. Warte mal. Den Tempel kennen wir aber auch aus Cestiria, oder? Hä? Aber. Ist das nicht der gleiche Tempel, den wir am Schluss gesehen haben, also damals gegen. Wie ist der Typ schon wieder? Mann! Herr des Unheils, wisst schon. Aus Cestiria. Was im Namen nicht mehr. Scheiße, Mann, so lange her. Da haben wir erst gegen ihn gecatcht und danach am Schluss, also ja, mehr oder weniger gekämpft. Am Schluss hat sich dann Soraya noch mit Mautilus verbunden. Das wird sogar der gleiche Tempel? Oh ne, warte mal, ist das der Tempel aus dem Dorf, von, wo Mikleo und Soraya ursprünglich geboren wurden? Damals hat er, glaube ich, der Hirte Michael oder so hieß er doch. Hat er, glaube ich, weil der auch da irgendwie, da ist gerade irgendwie der Krieg ausgebrochen zwischen beiden Reichen, und war verzweifelt und hat doch, glaube ich, sogar Mikleo als Opfer dargebracht oder so. Irgendwie war das damals so. Und eben, ich bin mir ziemlich sicher, dass doch, also einer von den beiden Orten muss der Tempel gewesen sein. Zumindest genau gleich aus. Wäre auch irgendwie cool, weil gleicher Plot-Twist und so. So, mal gucken, ist der Vieh wieder da? Tatsächlich. Wir können das theoretisch hier trainieren. Ah, natürlich nicht, keine Sorge. Aua, ey, tut weh. Daneben. Try as they might, it won't change anything. Ja. Ich denke mal, ein Level-Up wird sicher noch möglich sein, bevor wir da reingehen. So. What was that? Some sort of contrivance using Moloch arts. Probably part of their security system, I'd say. Obviously.
We should keep our eyes open for any more surprises. Ernsthaft, so einfach hier im Podest, ja, ich berühr's mal, zack, bei ihr weg. Wollt ihr mich verarschen? Hätte einfach so hinkommen können. Aber egal, so, wir haben hier ein paar Malakim. Alter, wie groß ist der Ort hier? You better be ready. Das sind alles auch Malakim? Okay, von mir aus. Cool, wa? It's Payback Time, ja, es ist doch einfach Payback Time. Wenn wir mal Ace ins Getümmel schicken, wenn wir schon eine Erdschwäche haben. Wie lange es war eine Wasserschwäche, oder? Another victory. Is our. Du, du, du. Wie geil sieht das alles aus, ey. Ich feier das so. Finde ich so geil. Oh, da kommt sogar hoch, cool. Haben die alle eine ungefähr gemeinsame Schwäche? Mehr oder weniger. Da kommen wir auf eine geile Combo und dann. Und ich mach's so. In geiler Kombi. Aua. Das tat doch weh. Was seid ihr denn für Arschgeigen? Oh weh, oh weh. Und fast. So, jetzt kommen wir auch noch hoch. Alter. Nichts verpassen, Freunde. Ich will hier nichts verpassen. Alles mitnehmen. Naturius Rolle, er ist der Hirte, okay. Ja, der erste Hirte, sind wir sicher, okay, schön und schön. Aber warum hat er das alles getan? Ist das echt? Und vor allem, wieso wurde niemals irgendwie erwähnt, dass der erste Hirte irgendwie böse war? Ja gut, ich meine, wären natürlich ein bisschen doof, wenn die Menschen irgendwie sagen, ja, der erste Hirte war scheiße. Wir brauchen einen Hirten, der mit uns da Finsternis führt. Aber der ja schon. Oh, zumindest die Malak oder Seraphim müsste es jetzt eigentlich schon wissen müssen. You really do have a peculiar air about you. Du. Natürlich auch, wieso wurde aus dem Malakim nachher die Seraphim? So, ich weiß, ich setze die Finalzeit immer zu spät, zu früh ein. Zu spät, zu früh. Wow. Nothing can stop these fists. Ja, wenn du meinst, haben wir schon lange Level up. Nee, 2 fehlen noch, okay. Unser Heiler, wenn man mal so sieht. Alter, das ist alles groß hier. Du. Die Musik. Total krass. Primäre Python. Ey. Widerstand, Wind, Schwäche gegen Wasser. Was da eigentlich? Cool, für die anderen Seelenkette, vielen Dank auch. Aua! Ich weiß, ich brenne. Denn ich bin so heiß, ja, ich bin Velvet Crow. Jetzt geht's mir doch ein bisschen auf den Sack. Also schon all geheilt, okay. I unleashed all my power. Maybe I overdid.
Ah, wir sind hier hinten. Aber die Dinger wieder, ja, werden sich noch ein bisschen trainieren können. Erstmal alles ein bisschen abgrasen. Wortloch. Artorius werden Rache nehmen für Laphicet. Oh, und sind noch schnell die Gute. Wo kann ich jetzt hier überall hoch? Ich glaube, hier war eine, oder? Nee. Vor allem, warum komme ich hier hoch? Ja, da vorne war eine. Super. Aber hier haut nur eine, oder? Da, genau. Da können wir noch hoch. Noch nicht. Hä? Da schon, da nicht? Crazy. Oh. Camilla! Diese Musik. Lustigerweise hier oben keine Wachen. Alter, da werden noch ein bisschen Aufwand, bis wir hier alles abgesucht haben. Das ist ja riesig. Warte mal. Da stimmt das nicht. Dankeschön. Hast du den auf automatisch gestellt? Passt eigentlich schon. Try as they might, it won't change anything. Und Laphicet hat sein Level Up. Schon mal bei Sinn. Eigentlich sollen sie automatisch einsetzen. Ah, stopp. Strategie natürlich, Trottel. Das ist Arte, Silbenbrecher. Ah, wenn sie noch Maximum sind. Sofern ihr der Tod naht. Ich mal für Angriffe. Regeneration für Angriff. Jetzt versuchen wir mal so. Komme ich denn hier schon irgendwie rein? Nö, okay. Machst du noch ein bisschen einfacher, hier alles abzusuchen. Zum Glück vor allem. Weil sonst wären wir hier niemals fertig. Hey du! Ignoriert die uns einfach eiskalt. Achso, da war das. Da wieder runterkommen. Da ist ein erster Seelenbrecher-Point. Dann versuche ich doch mal dahin zu kommen. Genau, hier kann ich hoch. Wir erinnern uns. Rein komme ich hier nicht. Okay. Hier haben wir viele, viele Wachen. Kann ich die irgendwie runterschießen? Ja, schön. Oh, voll reingelatscht. Halten viel aus, die kleinen Nager. Sogar ein bisschen seltsam. Aber egal. Magilu hat ihr Level Up.
Viele, viele Säulen hier. So, können wir sagen. Brech das Siegel. Für die Mitte. Sehr gut. Oh. Doof ist er nicht. Er war bereits 2 zum Brechen, aber okay, kriegen wir hin. Dankeschön. Miau. Die Spannung steigt ins Unaufhörliche und es nimmt niemals ein Ende. So, wenn wir sagen, die eine Seite haben wir bereits. Hier. I'm a Demon. Better be ready. Better be ready. Wir sind ready. Aua, aua. Der Brenn ist fies. Naja, hätte er klappen können. Ich hab sie gewarnt. Noch nicht am Boden. Laufisler, kannst du mich bitte mal langsam heilen? Dankeschön. Ich denke mal, der Kampf gegen Arturus ist jetzt sicher übel. Velvet! Was treibst du da? Mann, trifft ja aber nicht. Gibt's nicht. Ja, toll. I was amazing, wasn't I? Geht so. So, wir sind ja in der Mitte, kommen wir hoch. Das ist aber genau wie damals. Obwohl, ne, warte mal. Ist das doch nicht der Tempel vom Empos, sondern eher der Tempel vom, ja, da halt von, warte mal, war ja eh der gleiche Ort. Ich würde sagen, hey, war das der gleiche Ort? Die beiden Tempel, die ich vorhin erwähnt hatte. Das ist eigentlich ein und der gleiche gewesen. Und hier in der Nähe war dementsprechend ja auch dann, oder kommt später mal das Dorf der Malakim hin. Seraphim, Entschuldigung. So, doch oben entlang. So. Aber egal. Freunde, ich speichere mal hier und würde dann sagen, nächste Folge geht es hier ziemlich krass weiter. Ich schätze mal, wir werden die rechte Seite relativ schnell durchhaben. Und wir jetzt relativ auch. Vielleicht liegt noch ein Level-Up für alle drin, Level 18. Dann der Kampf gegen Artorius. Und also sieht so aus. Und falls doch, dann habe ich das Gefühl, wird es ziemlich übel werden. Ach du Scheibenkleister. Naja, was soll's. Vielen Dank fürs Zusehen und bis nächstes Mal hier bei Tales of Berseria. Ciao zusammen.